Antikapitalista! Antikapitalista! Was heißt das? Antikapitalist. Okay. Ich habe verstanden, Aktivkapitalist sagen. Seid ihr Fußballfans? Habt ihr einen Facebook-Account? Redet ihr über Skype miteinander? Twittert ihr? Dann werden alle eure Daten gespeichert. Wann habt ihr das letzte Mal eines eurer Fotos auf Facebook hochgeladen? Tja, jetzt gehört es Amerika, jetzt gehört es Großbritannien. Die Regierung von Amerika und Großbritannien, sie wollen eure Daten führen, eure Telefongespräche haben und vielleicht kommt ihr das nächste Mal nicht mehr ins Stadion rein. Nach Überwachung folgt immer Kontrolle und Repression. Immer. Ihr seid alle Terroristen. Deswegen werdet ihr überwacht, gespeichert und vermessen. Telefoniert ihr mit dem Handy, habt ihr ein Smartphone, dann weiß der Bundesnachrichtendienst genau jetzt, wo ihr seid, mit wem ihr das letzte Mal gesprochen habt und warum. 129a, wir sind alle 129a, wir sind alle 129a. Wir sind keine Terroristen, wir sind die Bürger von Neuland und euren Eingriff in unser Land betrachten wir als feindlichen Übergriff. Angela Merkel, Innenminister Friedrich, raus aus unserem Netz! Das könnte ein Überwachungsprogramm und dass die Daten unserer Regierung zur Verfügung gestellt werden, ist ein Bruch der EU-Menschenrechtscharta. Innenminister Friedrich verstößt gegen die EU-Menschenrechtscharta. Er kollaboriert mit feindlichen Geheimdiensten. Die Zusammenarbeit mit fremden Spionageeinheiten gilt in unserem Land als Landesverrat, Herr Minister Friedrich. Neuland gehört uns. Sie wollen einen Kampf, Sie können ihn haben. Unsere Netze gehören uns. Habt ihr einen Facebook-Account? Nutzt ihr Twitter? Habt ihr ein Handy? Dann werdet ihr überwacht. Jeder von euch. Heute sind wir vielleicht nur 100, aber schon nächste Woche sind wir 1000 und dann 10.000 und dann rollen wir über die hinweg, die uns die Rechte wegnehmen wollen. Sie verstoßen gegen das Grundgesetz, gegen die EU-Menschenrechtscharta und wir sind hier, um dagegen anzuschreien. Schreit! Sie nehmen dir das Chaos, sie saugen dir die Energie aus und sie nehmen dir die Rechte. Internet, steh auf, wehr dich! Wir sind die Bürger von Neuland und das hier ist Krieg! Hey! 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 Die Datensammlung der Stasi passt tausende Male in die Daten
Meinung hinein, die heute von uns angefertigt werden. Das hier ist mehr als Stasi. Das ist ein weltumspannendes Netz, das die Meinung im Internet klein halten will. Ihr könnt uns katalogisieren, wenn ihr wollt, es bringt euch nichts. Ihr könnt uns mit Pfefferspray einsprühen in Frankfurt. Auch das wird euch nichts bringen. Wir sind hier und wir werden weiter aufstehen. Immer und immer wieder. Wir sind die Bürger von Neuland. Wir sind die Bürger von Neuland. Ihr seid geil. Gespräche werden mitgeschnitten. Jede E-Mail, die ihr schreibt, wird mitgeschnitten. Alles landet auf den Serverdatenbanken der NSA und des MI5 und des Bundesnachrichtendienstes. Alle eure Telefonate, alles wird überwacht. Jetzt, hier, immer und überall. Wir lassen uns unsere Bürgerrechte nicht nehmen. Wir lassen es nicht zu, dass die Regierungen auf die Menschenrechtscharta scheißen. Wir schreien euch ins Gesicht. In der Anfangszeit des Internets, da wurden wir belacht. Sie haben gesagt, das sind doch nur Spinner, vielleicht ein paar Nerds in ihren Forschungsinstituten. Und dann wurden wir mehr. Wir wurden eine Macht. Und wir wurden die Macht der Information, weil die Information in unserer Hand lag. Wir konnten Daten über die ganze Welt verschicken. Wir haben den Daten die Freiheit gegeben. Immer schwerer wurde es für die Mächtigen, sich zu verstecken vor der Stimme des Internets. Und dann haben die Mächtigen Angst bekommen. Und sie haben angefangen, uns zu katalogisieren, unsere Daten in Schubladen zu packen, uns ihr Designer-Food aus Genstationen zu geben, uns einzulullen mit RTL 2 Nachrichten, mit Frauentausch, mit Stefan Raab, mit niedlichen kleinen Hundebabys. All das haben sie versucht und es hilft nicht. Wir sind trotzdem hier, weil wir uns nicht einlullen lassen von diesem vermeintlich Schönen, was da draußen ist, und sagen, ach ja, Überwachung, da merke ich ja nichts von. Doch, wir merken es jeder Tag. Merkt ihr jetzt schon, dass ihr euch manchmal mit Leuten unterhaltet und merkt, verdammt, das Gespräch hätte ich auf Skype nicht geführt. Das ist der Anfang von Zensur. Das ist die Zensur im Kopf. Das ist die Angst vor Überwachung. Und wir sind hier, damit das ein Ende hat. Schluss mit PRISM, Schluss mit Überwachung, Freiheit für die Netze! Diese Welt gehört nicht den Footballspielern. Diese Welt gehört nicht den Cheerleadern. Diese Welt gehört den Computern.
Science Fiction. Das hier ist nicht 1984, das ist 2013 und es ist schlimmer, als George Orwell es sich jemals hätte ausmalen können. Wir sind die Bürger von Neuland! Gleich hier um die Ecke, da wo ihr gleich hinkommt, da ist das amerikanische General.